MOIN. Plattdeutsch lernen. Plattdeutsch Nummer 17. Klaus Störtebeker. Erstmal den Achtergrund von dort vertellen. Die Hanse. Die Hanse was ein Bund von Thomas sächsische, norddeutsche Kauplüd in Mittelöler. Lauter sloten sich auch andere Kauplüd mit an. Die Hauptstadt von der Hanse was Lübeck in Holstein. Die Hanse han Bach andere Litmordstädte, Handelsstäden und Kontoren, zumeist an der Ost- und Nordseeküsten. Die Frachtschiffe von der Hanse wären zumeist Koggen. Sie wären mittelgroß und leiten sich heilig steuern. Mit Schirm wohl die Hanse zuerst zumindest die Ostsee regieren. Mang die Verdiensten von der Hanse teilt der Wohlstand in die Litmordstädte und das Ansehen von das Sächsische als internationale Sprache. Man, der Hanse ha auch einen Schatten sieht. Sie wassen Geld, die ob er Monopol bestünn und kein Konkurrenz tolerit. Von dort gibt das sogar Lüd, die er als ein Slag Mafia benennt. Sie bär sich meist als ein Staatsmacht. Ha sogar er eigen Söldner her und ha Urlauben mit Dänemark, den Niederlanden und England. Zumeist wohl sie sich für die waren, die sie als Seeräubers ankäk. Und nu die Hauptfigur. Klaus Störtebeker. Ein von den schienboren Seeräubers was Klaus Störtebeker. Er ist auch nur noch bekannt für Rauben und Berauben in Norddeutschland und anderwegs. Für gewisse Menschen ist er meist ein Slag Volksheld, liegt als Robin Hood, mang engelssprachige Menschen. Über ihm gibt es ein paar Bücher, Spielen, Film und anderen Kram. Folgen sind die Bilder von ihm anachronistisch und meist all die Vertellen sind utdacht. Man augenscheinlich gäf dat redig ein Klaus Störtebeker, der in Jahr 1360 in Norddeutschland bauen würde. Dat gibt Lüd, der holt fast, dat he von Rodenbach an der Wüm afkäm. Andere Lüd holt fast, dat he von Wismar afkäm. Der Wismarer meint sogar die Adresse Spiekerstraat 8, wer Störtebeker sein Bauershaus.
Das meiste über Klaus Störtebeker ist schiens nix als Legende und Fantasie. Da fängt das all früh mit an. Das gibt kein Abbild von Störtebeker. Da nimmt ein all in 15. Jahrhundert das Abbild von anderen und der so, als wär das Störtebeker. Und das wird dann verewigt. In Wahrheit ist das ein Abbild von Bayer Kunz von der Rosen, der immer wie 100 Jahre later lebt und der Ratgeber und Hofnarr von Kaiser Maximilian was. Auch das Utdüden von Klaus sin Nachnamen kann verkehrt werden. Gewisse Menschen meint, da wären Ökonomen, die kämen von Störten und Beker ab, weil dat Klaus ein bosigen Suppüdel was und sin Trink in ein Sop und ein Beker in Halsloch gelten kun. Dat ein Suppüdel was, dat is wohl möglich. Man bewies ist dat schiens nicht. Von wegen sin Norm kann dat auch wesen, dat sin Förwesers uten Ort mit Norm Störtebeker käm, nehm dat ein Wildwater und ein Waterfall gäv. Blangby secht. Ob Deutsch wär Störtebeker Sturzbach und Störtebeker wär denn Sturzbecher. Den deutschen Norm gibt dat auch. Man schreiben ward hey Sturzbecher mit n E. So meint die Lüd auch von doch noch, dat ha wat mit n Beker zu tun und nicht mit n Bach, Beek. Man nun mal wieder. Wahrhaftig gibt es nur noch Menschen, die ihr Nachname Störtebeker aus Störtebeker ist, mit unterschiedlichen Schreibweisen. Das Klaus zum Koppel von Lüd hört ha, die mit der Hanse Street han, das ist schiens wahr. Zuerst nehmen sich diese Mannslüd Vitalienbrüder. Die Wandmalerei rechter Hand findet sich in Karg in Visby und schall die Vitalienbrüder abbilden. Sie ist von Jahr 1404. Klaus was nicht der Enkel der Boss, Gödige Michels, Hennig Wichmann und Magister Wichbold, während man die anderen in früheren Tiden was Gödige noch bekannter als Klaus. Schweden hürt an als Söldners in Urlaub mit Dänemark. Die Vitalienbrüder schulden die belagerte Stadt Stockholm versorgen mit Vitalien, Victualia, Edward. Klar ist das Jeans nicht, wo nehm diese Vitalien von abkämen. Man wie könnt sachs vermuten wesen, dat durch Seeröberreden Rulbi mit Spiel. In dem Fall wären die Vitalienbrüder ein Verbund von Slagfreibüders, die auf Englisch Privateers nennt ward. Seeröbers in Auftrag von Staatsregierung. Seitdem dat von Jümmer stützte ut. Visby ob dat Eiland Gotland. Da ha auch der Hanse erst stützte um Weg nach Novgorod in Russland. Nach dem Urlaub fingen die Vitalienbrüder an, Handelsschäb für Jümmer Eigenwinst zu kapern.
Von den af an nehmen sie sich Likedelas, weil dat sie sich dat Raufgout manchem in Likepaten opdelen. Von der Ostsee ut vergrödern sie der Trepet von Jümmer Betrieb an der Nordseeküste lang. Sie gräben sogar Brabant, Frankreich und Spanien an. Klaus sind verdarben. Klar, dat die door Keels Dorn ent Oog von der Hanse wehen. Sie bröchen de Kauplütgil ihr Monopol Reveille und ihr Winsten in Gefahr. Lang was de Hanse achter de Likedelas an, ob letzt slumpt dat. Kaptein Simon von Utrecht und sein Crew ob Schiff Bunte Kau füngjum für d Nordsee-Eiland Helgoland. Dat ward nu afstreden, weil dat de Bunte Kau erst in Jahr 1401 fertig gebaut was. Absolut ist dat klar, dat die Likedelas sofort kriegen und nach Hamburg brücht würden. Dat was ein hele Koppel Lüd. Wo viel dat wären, dat is nicht wiss. Zumindest wären dat wohl dörrig. Andere Lüd meint, dat wären 70 oder mehr West. In Hamburg würden sie Störtebeker tot verurteilt und non Grasbrook brücht. Ob'n Wader in der Elf. Dat was in Jahr 1400 oder 1401. Und nu sind wir wieder bei der Legende anlangt. Sie füngen Jahren Lorde an. An de Plattdeutsch magst all, dat de ältesten Bilder von 16. Jahrhundert sind. Immer wie 100 Jahre nach de Likedelas. De Legende was Klaus de erste Antörn biet Köppen. He bet den Bürgermeister, dat he sin Kumpon zufrieden lädt, an de he Klaus kopflos vorbeigehen kann. Dann läuft he für wahr Ohrenkopf an 11 von sin Kumpanen vorbei. Ein von der Varianten von dieser Legende hält fast, dat ein von der Ratslüd den kopflosen Klaus ein Bein stehl, oder wat für de Föt smäht. Dat he stille. Liegers wären denn alle Mannslüd köpt und jümmer köp würden ob Späten steken. Bei Bauarbeiten ob'm Grasbrook wär in Jahr 1878 ein Totenkopf gefunden. Schien's oblang ein Eisenspät. In Jahr 1922 kam he ins Museum für Hamburgische Geschichte. In Jahr 2010 wär he gestohlen und ein Jahr later wieder gefunden. Jo, der Kopf kommt von bei das Jahr 1400 und wär an der Akkorde State gefunden. Man ist dat Störtebeker sin Kopf? Der Lüd will dat gern glauben. Man bewiesen kann's dat nicht.
Erstens wären an den Dach zumindest 30 Mann köpt. Zweitens, was op'm Gras brauch, to de Tiet Saxons stüdige Kopafstee. Bei DNA-Untersuchung ist nicht viel Rutsuert. Ein hat von Dodenkopf das scheinbare Utsehen rekonstruiert. Für ein paar Menschen ist das nur das wahre Abbild von Klaus Störtebeker. Klaus Störtebeker, die Legende bleibt. Tschüss. Wees bedankt fürs Reinkicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.